So. Okay. Leute. Herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir, Baba J, am Start wieder mal. Ich bin immer noch in Thailand unterwegs. Genau, hier Kamera, muss ich immer noch dran denken, habe ich mich noch nicht dran gewöhnt. Okay, also Leute, es ist jetzt mal ein bisschen früher als sonst. Ich habe es mal geschafft, ein bisschen hier zeitig aufzustehen und bin jetzt mal hier auf Entdeckungstour. Ich will mal ein bisschen die Touristenorte sehen. Ich will die schönen Dinge sehen, die man hier besuchen kann. Und deswegen bin ich heute, ich nehme an, ihr habt es schon im Titel und auf Thumbnail gesehen, ich bin bei der Sanctuary of Truth. Das ist ein riesiger Tempel. Ich kann hier mal, das sieht man auch schon hier oben, die Spitze. Und der komplette Tempel ist aus Holz gebaut. Das ist alles von Hand gemacht, alles aus Holz gebaut. Ja, ich sehe gerade hier, mein Täschchen ist noch offen. Und etwas zu trinken brauche ich auch noch. Genau. Was wollte ich sagen? Der Tempel ist auch immer noch im Aufbau. Da wird stetig daran gearbeitet, dass das gute Stück auch bestimmt stehen bleibt. Ach du Scheiße, ey Leute, ich würde euch gerne weiter zulabern, aber ich habe hier gerade einen Blick auf den Tempel. Guckt euch das an. Einfach schön. Alter, in dem Hintergrund noch das Meer. Bruder, guck dir das an. Alter, hier einfach Dschungel, dann dazwischen und dann da unten der Tempel direkt am Meer einfach. Ey, Bro. Alter, ist das geil. Ich glaube, es hat buddhistische und hinduistische Hintergründe. Ich bin mir nicht ganz sicher. So geil. Und auch schon von hier aus all die Details, die man sieht. Mega. Guckt euch das an. Geil, geil, geil. So, und ich denke jetzt, hier wo die Lady steht, geht es nach unten. Jetzt muss ich da mal fragen gehen, ob man da auch einfach runter darf. Moment. Okay, also, es sieht so aus, dass ich nicht alleine runtergehen darf. Auch wenn ich YouTuber bin. Ja, die machen da keine Ausnahme. Also ich muss mit einer Tour runtergehen. Die startet in Englisch in 20 Minuten. Und dann darf ich da mit runtergehen, kann mich dann aber von der Gruppe trennen, haben die mir gesagt. Das sei kein Problem. Ja, ist okay. Dann, what the fuck? Gibt's da Stress? Das ist schon geil, ey. Guck dir das an. Einfach ein bisschen.
Hallo Hühnchenmann. Hi. Süß. Hier die Ziegen am Chillen. Hallo. Da ist auch noch Gans und eine freilaufende Ziege, okay. Also, hä? Hier, guck mal, die können da nicht raus. Aber da ist eine freilaufende Ziege. Hä? Ja, what the fuck? Na du? Hi. 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 So. Okay. Ist das richtig ausgerichtet? Ja, besser. Muss ich nicht so meinen Arm verdrehen. Hä? Bro! Digga, das ist ein echter Baum. Ich dachte, hä? Nee, ne? Nee. Nein, nein. Nein, ist es nicht. Okay, gut. Dachte schon. Hä? Ja, 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 ja. Wie gesagt, ich bin immer noch sehr, nein, das sage ich jetzt nicht. Das soll ein anständiges Video werden. Darf ich hier rein? Ah, ich gehe einfach mal. Wird mir schon jemand sagen, wenn ich nicht darf. Oh, guck mal. Ziegen. Süß. Ja, für die ist die Hitze halt auch übel, Alter. Ich meine, nicht mal so Kamera und so. Digga, ist alles schon nass. Also auch hier, ihr seht, komplett bewölkt der Himmel. Scheißegal, es ist einfach zu heiß. Hier, die kleinen Ziegen alle hier im Schatten am Chillen, obwohl keine Sonne da ist. Es hilft halt nicht, ne? Sind ja auch im Schatten über 30 Grad, Mann. Man schwitzt sich einfach so den Arsch ab, Digga. Aber es ist wunderschön. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, das Arschabschwitzen ist es wert. Oh, guck mal. Guck mal, hier sind Reh. Hallo. Hallo. Ja, hi. Oh, sind die süß, Alter. Oh. Digga. Ja, ja, da geht auch dem härtesten Typen das Herz auf, man. Guck dir diese süßen Dinger an. Einfach niedlich, Alter. Und das tritt sich gerade selbst in die Fresse. Kann man auch machen. Hier sind die größeren am Rumchillen, Alter. Schön, schöne Tiere, Brüder. Voll süß, Alter. Aber finde ich auch geil, dass sie hier so noch einen kleinen Zoo haben. Naja gut, also die Gehege könnten größer sein, aber man weiß ja auch nicht, ob die hier irgendwie noch Freilauf kriegen oder sowas. Kann ich mir gut vorstellen, weil überall verteilt liegt so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, Wild- oder Ziegenscheiße rum. Von dem her kann ich mir eigentlich sehr gut vorstellen. Oh, guck mal, da ist eine Ente. Hallo, Ente. Hallo. Süß. Ja, aber kann mir gut vorstellen, dass die hier auch ziemlich, also auch wenn man hier guckt, ne? Es sieht schon aus, als dürften die rauskommen. Die sind jetzt wahrscheinlich da drin, damit sie ein bisschen mehr Ruhe vor den Touristen haben. Aber ich schätze, also um 6 Uhr abends machen die hier zu. Und ich schätze, dann kriegen die Freilauf.
Also genau sagen kann ich es natürlich nicht, ne? Weiß ich nicht, müsste ich fragen. Was hier jetzt auch nicht so einfach ist. Guck mal, die Gänse wieder. Hallo. Hallo, Mr. Gänsemann. Hallo. Hallo. Darf man dich filmen oder wirst du wütend? Hallo. Süß. Voll süß, ey. Ah, guck, jetzt ist da noch eine neue Ziege. Wo ist denn die andere? So, ja, genau. Ich wollte noch weiter rumgucken. Immer ein bisschen so Zeit im Auge behalten. Um 12:40 Uhr geht's weiter. Dann laufe ich hier noch ein bisschen rum. Verschwende für mich noch ein bisschen die Zeit so. Und ja, dann würde ich sagen, ich schalte das Video ein, falls ich noch was Interessantes sehe. Ah, wie zum Beispiel hier ein Pfau. Boah, Digga, Alter, der Geruch, Mann. Uff, gar nicht gut. Hallo Hühnchen. Hier ist ein Hühnchen. Noch eins. Hallo. Ja, jetzt läuft gerade die Durchsage, wo sie erzählt, dass bald die Dings startet, die englische Tour. Guck mal, Hühnchen, voll flauschig. Hi. Ich mag Tiere, Alter. Aber ich würde euch auch essen. So, gut. Dann würde ich sagen, ich hole mir mal gemütlich was zu trinken. Guck noch ein bisschen rum. Ich denke aber nicht, dass ich noch groß was finde, bevor ich dann runtergehe zur Sanctuary of Truth. Ist auch so geil, Mann. So an all meine Freunde, die mit mir Borderlands gezockt haben. Alter, ich gehe auf die Sanctuary. Ja. Ja, guck mal, der Gänsemann will mir was sagen. Kann man helfen? Alles gut, mein Freund? Ja, was gibt's denn? Was gibt's denn, mein Großer? Weißt du mich, oder? Ja, ich habe nichts zu essen für dich, mein Junge. Oh. Oh. Ja, was ist denn? Ach, du bist aber ein Feini. Oh. Ja. So was zu erzählen hast du, ne? Ja, mach nur. Komm, ist jetzt deine Zeit. Ja, allein deine Playtime. Erzähl uns, was du uns sagen willst, mein Bruder. Hau raus. Oder Schwester. Ich weiß nicht. Ja dann, hau rein, Alter. Nice to meet you. So, gut, wir haben es geschafft. Wir sind auf dem Weg nach unten zur Sanctuary. Alter, das sieht hier aus wie eine Kulisse, wenn du hier langläufst, Bruder. Das ist so geil. Und hier gibt es sogar einen kleinen Mini-Wasserfall. Was ist das denn? Wow. Das geht hier unter mir durch. Also wie hammergeil ist das bitte? Alter, ich bin voll begeistert, Mann. Das ist fucking schön hier. Bro. Weißt du, so als YouTuber sollte man dann ja auch immer noch
bisschen was Geiles zu dem Zeug, was man hier sieht, sagen. Aber Bruder, was soll ich sagen, Mann? Ich bin sowas von begeistert, ey. Ist völlig unglaublich hier, Mann. Guck mal, ich kriege einen Helm. Thank you. Nice. Erstmal enger machen. Ah. Yeah. Okay, okay. Ich glaube, da vorne geht's direkt schon los. Ja. Ja. Ich bin mir gar nicht... Na komm, ich filme nicht mich. Hier, was abgeht, Bruder. Das ist doch geil, Alter. Guck mal. Ein Teich vorm Tempel, ey. Ja, fantastisch. Ups. Alter, das ist hier einfach so eine kleine Mini-Brücke mit so einem Sitzplatz hier. Und hier der dicke Fluss, Alter. Ich dachte, der wäre ein See, aber es ist scheinbar ein Fluss. Halt wegen, ne? Keine Strömung, habe ich gedacht. Egal, komm. Was soll ich... Was könnte man hier sonst so alles Interessantes labern, Alter? Ich weiß nicht, Mann, ich bin überfordert, ey. Guck dir das an. Ah. Okay, okay, man darf nicht livestreamen hier. Das sieht mir aus wie die zerbrochenen Stücke vom Tempel. Hier wird wohl auch Ersatz gebaut. Ja, das ist die Werkstatt. Ja, das ist jetzt natürlich ganz geil für mich, weil ich ja auch im Holzbereich schon gearbeitet habe. Das hier zu sehen, das ist schon. Das wird hier alles per Handarbeit gemacht. Dann wird es am Tempel angebracht. So geil. Also wirklich, das ist echt hammergeil. Digga, die sehen auch alle ziemlich gleich aus. Man, ist echt gute Arbeit. Guckt euch das an. Da hinten ist eine Schablone. Alter! Ey Bro, ich bin so begeistert von hier. Ey Leute, es tut mir so leid, dass ich jetzt hier nicht groß irgendwelche geile Informationen raushaue oder so. Aber ich bin so begeistert hier, Mann. Guckt euch das an. Die kleine Detailarbeit davon. Es werden dann wieder neue Balken. Hier die Arbeiter Pause machen. Gemütlich. Schade, hätte sie gerne arbeiten gesehen. Aber auch die brauchen mal eine Pause. Die Guten. Oh, hier ist ein Modell vom Tempel. Ah, und ich sehe da auch Leute ohne Helm. Hä? Machen wir uns hier alle zum Vollidioten und man braucht eigentlich gar keinen Helm? Naja. Ach so, man darf hier rauf.
decoration, they use the ground tapete, adding more and more decoration. Weißt du, das Modell davon ist schon so groß, dass man einfach hier irgendwie eine Katze reinpacken könnte und einfach drin schlafen. Man. Oh, das ist eine Katze. Oh, wie süß. So ein Pfeil. One to the pieces of wood, joining it again using only glue to make it stronger. On top of that is a carrying pole to carry the weight so it will not be moved. It also has been founded with a granite strength under, so it will not be blown away by the storm and the land afterwards. Okay? So there's a lot. This is from the balcony. Once they lock it with the glue, only not with the glue, not concrete nail. So this one is from the ceiling. Okay? So you can learn how it works. You can just come back here after the tour. Well, you can read more of the founder's biography over there. And if you want to try the wood carving, you can ask our wood carving staff over there. They will come back later after lunch. Well, they will help you. If you discover that you have examined the wood carving, probably tomorrow come back and apply for a job. But don't ask me about the salary. Okay, the knowledge was coming from Pasayam, from many branches, from generation to generation. You can see the whole structure of the sanctuary. It was built 1981. Until now it's still undergoing construction. Okay, also, was ich jetzt gehört habe, ist 1981 wurde das gebaut. Ich dachte, es ist länger her. Ich habe gedacht, es sei so ein uralter Tempel. Ja, vielleicht habe ich das jetzt auch falsch verstanden. Ich muss es dann im Video nochmal hören. Jetzt hier ein bisschen nach hinten gehen, ja. Ich kenne gar nicht alles drauf, das ist riesig. Und ich habe schon die höchste Stufe von Minus-Zoom, Digga. Also, ich muss echt sagen, das sieht bestimmt gut aus auf dem Video und so, aber halt echt selber hier sein, vor dem Ding zu stehen, das ist ultra beeindruckend, Alter. Also wirklich, das ist eine Meisterarbeit, was hier vor mir steht. Und alles aus Holz, komplett. Und Bruder, sorry, ich musste kurz hier ausweichen, weil Arbeiterin gerne weg wollte. So. Oh, guck mal, da oben ist auch jemand am Arbeiten. So. Jetzt habe ich da gerade aus Versehen so das Video beendet. Ist okay, ist okay. Haben wir schon mal 20 Minuten, die ich durchgucken kann. Ja, euch fällt das wahrscheinlich gar nicht auf, dass da ein kleiner Cut war, aber ja, ich bin dummerweise auf den Ausknopf gekommen. Oh, Digga. Okay, okay, also jetzt, boah, guckt euch die Treppe an. Digga.
Digga, Alter, das ist alles handgemacht. Alles. Bro. Und ich glaube, hier drumherum ist auch noch irgendwie so eine Art Festung. Also ich weiß nicht, was das früher mal war. Das kann ich bestimmt nachfragen. Das denke ich, kann ich euch nachher erzählen. Digga, soll ich zuerst mal rumlaufen? Ich denke, wäre vielleicht beste Idee. Es gibt ja halt echt so viel und ich weiß gar nicht recht, wo anfangen. Weil mit der Tour mitlaufen habe ich keinen Bock. Also, okay. Wir machen da mal nicht die Fotobombe. So, komm, wir gehen jetzt mal hier gucken. Alter. Alter, also, um euch vielleicht mal von dem Ding hier zu zeigen. Digga. Okay, okay. Boah, fuck my life. Alter. Ist das geil oder ist das geil? Bruder. Echt so verfickt schön. Rübersteigen und jetzt habe ich da, wo die Tour durch ist, perfekt Platz für euch zu filmen. Und für mich. Also das Video, das ist auf jeden Fall eins, das ist auch privat wollte ich das absolut sehen, Mann. Das wird eindeutig unvergesslich. Also das letzte Mal, als ich wirklich krass fasziniert von einem Gebäude war die Hagia Sophia. Kann man nicht vergleichen. Es sind zwei komplett unterschiedliche Dinge und beide sind einfach so faszinierend, Alter. Hier auch die hinduistischen Gottheiten. Oder ist das vielleicht ein reiner Hindu-Tempel? Könnte auch sein, ne? Weiß ich jetzt nicht so genau. Bruder, hier ist auch abgegrenzt, also ich kann da nicht ganz ran. Aber man sieht halt schon echt viel, Mann. Bro, guckt ihr euch mal die Balken an, Digga. Das sind... Alter. Die haben sogar ultra die verzierten Stützbalken und alles. Und hier, für die es interessiert, sieht man noch ein bisschen die Unterkonstruktion. Das kann ich dann von innen bestimmt auch noch besser filmen. Alter. Ey, also ganz ehrlich, normalerweise läuft man an eine Wand hin und denkt sich, ja, Wand. Aber hier, Alter, du läufst hier an eine... Okay, das war mein Selfie-Stick. Ja, gut, das müsst halten. Du läufst hier an eine Wand hin und du könntest einfach irgendwie eine Stunde davor stehen bleiben und dir die Gravuren und alles ansehen. Alter. Okay, ich sehe hier aber gerade auch, teilweise wird auch Blech zum Schirm. Hier. So, da drunter hat es nicht nur Holz. Da geht's rein. Alter, das sind auch ganze Geschichten, die hier irgendwie eingraviert wurden. Die haben vorhin auch noch gesagt, dass der Staff, der hier am Arbeiten ist und all diese wunderschönen Verzierungen herstellt,
Man darf da auch hingehen und mit denen mal zusammen ausprobieren, wie die das machen. Mir sieht jetzt vieles hier nicht so nach dem Standard-Maschinenbetrieb aus, den wir zum Beispiel bei uns in der Schweiz haben. Also ich hätte jetzt, ja, ich denke, ich hätte das mit verschiedenen Schleifen probiert zu machen. Vielleicht ein bisschen hier und da was absägen und so mit Kreissäge oder direkt mit Bandsäge, je nachdem. Ne? Und die machen das alles von Hand mit so Handwerkzeug, Digga. Es ist unglaublich, man. Ich will gar nicht wissen, wie lange die an einem Stück davon brauchen. Man sieht auch so die verschiedene Farbe von den Hölzern. Man sieht so die verschiedenen Zeiten, zu denen es hergestellt werden musste, wohl. Ach Digga, ich laber wieder Scheiße. Ich will irgendwas sagen und verliere den Faden währenddem, weil ich so geilen Scheiß sehe. Bruder, ich will auch alles für euch filmen, aber ich kann diese Eindrücke nicht einfangen, Mann. Ich kann das Gebäude für euch filmen, aber wirklich vor diesem Gebäude zu stehen und zu chillen, das ist einfach, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ey. Das ist ein Feeling, Alter. Hier gibt's noch Bänke. Ach, Digga, ist das geil, Alter. Wow. Blendi, blendi, blend, blend. So. Gut, ich bin wieder voll geschwitzt. Ich brauche mal eine kurze Pause und filme mich gleich weiter für euch. Dreck, ich wollte gerade so kurz eine Pause machen, ne? Gemütlich eine Zigarette reinschlabbern. Ne, Rauchverbot. Auf dem ganzen Areal. Macht auch ein bisschen Sinn, so mit Tempel aus Holz. Ja, maybe lieber kein Risiko eingehen. Digga, ist das hell. Das, obwohl nicht mal Sonne scheint, Alter. So, gut, sehe ich Gangster aus. Ja, Mann, der Bauarbeiter-Gangster. Digga, da gibt's einen verfickten Lift. Wie geil. Einfach behindertengerechter Tempel, Bruder. Nice. Hier habt ihr noch die kleine Parkanlage. Ich habe hier auch noch so einen Dampfstick dabei. Und den darf ich doch safe benutzen. Alter, da kann jetzt niemand was sagen. Gut, gut. Dann keine Zigarette, dann werden wir eben stoned. Das geht auch. Alter. Okay, ich werde drehen für euch. Oh. Und auch überall so kleine Sitzgelegenheiten. Da vorne kann man auch gemütlich hier sich das Meer angucken, Alter. Alter, das ist, hey, ich kann es nur 1000-mal wiederholen. Es ist so verfickt schön hier. Einfach geil, Alter. Und alles so detailreich, Bruder. Alter. Ja, ich glaube, hier lässt sich's gut aushalten. Oh, Bro. Oh, ich glaube, ich habe da gerade was entdeckt so und bin hier allein. Also, ja, abgesehen von den Arbeitern hier drüben. Aber sonst so bin ich allein. Digga.
Also hier ist auch nicht abgesperrt oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, ich darf hier hin. Guckt mich auch keiner irgendwie schräg an oder sowas. Oh, hier ist ein Herr Mittag. Da will ich natürlich nicht stören. Obwohl doch eigentlich schon. Sir? Sir, sorry, is it okay if I... Thank you. Enjoy. Alter, guck dir das an. Er hat hier noch eine Bank. Ich setze mich jetzt mal hier auf die Bank. Oh, Digga. Alter, ist das schön. Das kleine Ding schon von innen her so schön gemacht, Mann. Und auch hier wieder alles so detailreich verziert. Hi, Sir. Hier ein kleiner Bootsteg. Es ist ganz geil. Also wirklich, das ist so ziemlich etwas vom Schönsten, was ich bis jetzt in meinem Leben gesehen habe. Also echt unglaublich, dieser Ort. Ich dachte, ja, hier steht ein hübscher Tempel. Sicher interessant zu sehen, aber das wäre es dann wahrscheinlich auch. Nein. Hier gibt's noch fucking viel mehr zu sehen. Alter, wo bin ich hier, Mann? Guckt euch das an. Digga. Der Tempel. Ich bin hier irgendwie Festungsanlage am Erkunden, Digga. Aha, okay. Ja, hier war dann wohl mal irgendwie Gebäude, nehme ich an. Ich wollte gerade irgendwas Schlaues sagen, was es sein könnte, aber keine Ahnung, irgendein Gebäude, Alter. Digga. Dann guckt man sich so hier die Aussicht an, ey. Alter. Guck dir das an, Digga. Wozu trage ich den eigentlich hier? Alter. Bro. Okay, der hängt irgendwie an meinem Haar fest. Egal, komm. Lassen wir halt auf, Diggi, lassen wir auf. So, gut. Alter, es fällt mir echt schwer, irgendwas wirklich schlau aufzunehmen, weil ich bin so geflasht von hier. Digga, weißt du, und man guckt sich etwas an und man denkt, man hat jetzt alles gesehen davon, aber dann fällt einem wieder irgendein kleines Detail auf, was man vorhin noch nicht gesehen hat. Alter. Und wenn man sich dazu halt auch denkt, Digga, die machen das von Hand, da wird alles handgemacht. Alles, was man hier sieht, ist von Hand gemacht. Digga, es ist unglaublich, also diese Baukunst. Und Bro, ich weiß, wie schwer es ist, aus Holz etwas wirklich zu gestalten, Mann. Das braucht schon ein bisschen Skill. Und das hier, das braucht nicht nur ein bisschen Skill. Also, ich denke, hier waren so ziemlich die größten Baukünstler von Thailand am Werk. Alter. Es ist unglaublich, Mann. Und ich schwitze mir natürlich den Arsch ab. Weil hier kommt die Sonne. Digga.
Guckt euch das an. Da vorne Elefanten, die Menschen halten und die Götter, die oben auf ihnen drauf sitzen. Alter, ist das geil. Halt hier komplett in diesem kleinen Pärkchen alles auf voll mit diesen Figuren. Und hier vorne ist ein Gong. Das habe ich jetzt gerade entdeckt. Ach, Digga. Sorry, ich musste kurz meinen Schweiß abwischen hier. Guck mal. Geil. Einfach nur geil. Die sind auch aus Holz, die beiden Dudes. Ja, jetzt muss ich hier aber mal kurz alles wieder richten. Alter, es ist so imposant, Digga. Ah, das ist ein dreiköpfiger Elefant. Okay. Wow. Echt gigantisch, Mann. Ich habe echt in meinem Leben noch nie sowas gesehen. Das ist so übelst geil, Alter. Und einfach nur faszinierend. Hier auch wieder der dreiköpfige Elefant. Sorry, falls ich irgendwie ein bisschen leise rede oder so, aber irgendwie hat es ja auch, keine Ahnung, es hat so eine Aura von Respekt in der Luft. Alter, ich schwitze mir so den Arsch ab, Mann. Es ist so unglaublich, ich bin völlig fasziniert hiervon, aber Bro, ich bin so am Schwitzen, Digga. Thailand ist so abgefuckt heiß, ich glaube, wir haben gerade vielleicht so 36, 37 Grad hier, Digga. Alter. Guckt euch das an. Warte, machen wir hier mal ein bisschen kleiner. Geht das besser mit dem Film? Digga. Es ist so unglaublich hier. Ihr könnt euch das echt nicht vorstellen. Ich laber hier, oh, so schön, so unglaublich. Und ihr seht einfach nur so hier ein bisschen beschnitzter Tempel. Aber Bro, ey, wenn ihr selbst hier seid, man, das kann man nicht vergleichen. Alter, das ist so geil. Ich habe das Ganze ja auch schon auf Video gesehen und so. Und also in einem Video rüberzubringen, was das Ganze hier wirklich ist, das ist einfach, keine Ahnung, Alter, das ist nicht möglich, man. Das, so schön, Alter, so wunderschön, so faszinierend, Digga. Und all diese Detailarbeit, Digga, warte, ich gehe mal hier ein bisschen näher hin. Guckt euch das an. All diese Details, diese winzig kleinen Details, und die sind überall. Alter. Von unten bis oben, wirklich überall sind Details. Hier, das ist der unterste Part vom Tempel. Gerade mal hier sind nicht überall Details. Gut, hier. Und der Rest, alles verziert. Digga, und hier die Krieger unter dem Kriegsross. Über ihnen fliegt ein hinduistischer Gott. Ich bin mir aber nicht sicher welcher, deswegen halte ich da einfach meine Fresse. Alter.
Es ist nicht zu glauben, Digga. Und ich bin bis jetzt nur außen rumgelaufen. Ich war noch gar nicht drin. Digga, unter diesem Ding. Hier, guck mal. Ich komme da so gar nicht hin. Warte, ich muss meine Kamera größer machen. Ja. Sogar da drunter. Guck mal. Das sieht keine Sau. Da müsste nichts sein. Aber es ist da. Ey, es ist so schön, Alter. Also wirklich. Diese Detailgetreue. Nein, nicht Detailgetreue, diese Detailverliebtheit, würde ich schon fast sagen, Alter. Das ist absolut unglaublich. Weißt du, an einigen Stellen hat sich am Holz schon Moos angesetzt, andere sind komplett neu gebaut. Dann an ein paar Ecken fehlt wieder ein bisschen was dann wieder ersetzt wird, Digga. Oh, ich habe die Kamera falsch rum. Alter. Hier, guck mal. Das ist komplett schon mit Moos überwachsen. Hier drüben ist komplett neu. Alter, unglaublich. Auch da vorne, also die beiden sind bestimmt älter. Und auch hier beim Eingang vom Tempel, da oben ist die Statue auch mit mit Moos überwachsen. Oben, die Farbe bleicht schon ziemlich aus. Und selbst unten sieht man die einzelnen älteren Dinge und neueren Dinge, die gebaut wurden. Das ist echt unglaublich, Mann. Einfach krass, Digga. Oh, da vorne ist ein Elefant. Guck dir das an, da steht ein Elefant, Mann. Warum? Ist ja geil. Ach, nicht ablenken lassen vom Elefanten. Das ist Thailand, hier gibt's nun mal Elefanten. Oh, Husa, komm jetzt rein in den Tempel. Ach, Digga, ist das schön hier. Und auch hier, guck mal, das ist Holz. Das ist Holz mit Sand und so dazwischen. Alter, unglaublich. Hier Insta-Foto von Backstage. Guckt euch das an. Hier unten ein Elefant. Alter. Also hier oben drauf steht jetzt genau diese Statue, die wir vorhin gesehen haben. Digga, guck, nur schon hier. Es ist echt krass. Bro. Das ist auch interessant. Das Gesicht der Statue sieht in Real Life anders aus als auf der Kamera. Das ist faszinierend. Ja gut, kann ich jetzt nicht erklären, ist komisch, ist aber so. Hier ist diese Treppe, die ich vorhin gesehen habe.
Alter. Hier oben, Digga, alles verziert. Ja, habe ich doch recht. Hindu-Götter. Der Gott der Zerstörung, Shiva. Interessant. Oh, what the... Digga. Alter. Leiter hin. Das Auto drin ist belüftet, Mann. Hier, guck mal. Das ist Ganesha, so viel ich weiß. Der müsste Ganesha sein, glaube ich. Irgend sowas. Das ist der Gott mit dem Elefantenkopf. Hier, das sind nur schon die Lampen, ey. Die kriegen auch so eine Verzierung, das sind alles so Drachen oder so. Oh. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin begeistert, Digga. Bro, hier drin ist ja auch noch was. Oh, Digga. Bis oben hin alles verziert. Alles von Hand gemacht. Es hat Details, die man nicht mal wirklich erkennen soll. Sondern die sind halt einfach da, ne? Digga. Ah, hier entsteht dann noch eine Wand, so sieht das aus, wenn es nicht bebaut ist. Digga, schwitze ich hier rein. Okay. Da darf ich rein, aber nicht mit Schuhen. Was ist denn da drin? Okay, you can see those people, they are paying respect to one another, to the elders, to the people, to all kind of people. Here. A society full of politeness and humility. You can see those people? They are paying respect to one another. Keine Ahnung. In Thailand, if they have accident on the road, they don't fight, they don't wrangle on the road. Echt? Kein Plan. Das sieht für mich aus wie kleine Steinchen. Then they wait for the policeman to settle for them. No shouting, no fighting, no wrangling on the road. Okay? If
cannot hear like the sounds of their horn, like beep beep beep. No, they're very protected. Okay, everyone, you can see here. It looks like a China side. Sorry, ich habe gerade meine Fresse gehalten, um den Tourguide da nicht reinzulabern. Weil die Leute haben, glaube ich, ein bisschen was bezahlt dafür, dass der die da voll labert. Und ich habe da keinen Bock drauf. Ich will das Ganze für mich genießen. Weil ich dann auch eben einfach hier hinlaufen kann, mir diese Ecke anschauen kann und für mich genießen. Alles kleine Wölkchen hier. Erinnert mich voll an Dragon Balls, Digga. Sieht aus wie Chingduchung oder wie die Wolke von Son Goku heißt. Oh wow, nee, guck dir das an. Das ist ja, oh, Digga. Guck dir das an. Bisschen zur Seite. Oh, Digga. Da waren wir vorhin. Leck mich am Arsch, ist das geil hier, Alter. Also echt, ich habe, glaube ich, noch nie so fasziniert irgendwas aufgenommen und mir so dermaßen Mühe machen müssen, irgendwas zu sagen, weil ich einfach wirklich erschlagen werde von diesen Eindrücken. Das ist so unglaublich. Egal wo man hinguckt, es sind überall so winzig kleine, geile Details. Ich glaube, man könnte hier jeden Tag hinkommen und wird jeden Tag irgendwas Neues sehen. Irgendwas Neues, Faszinierendes. Ist das geil. Hier wird gerade ein neues Fenster eingebaut wieder. Ah, ich bin einmal rumgelaufen, glaube ich. Doch, da geht's rein. Von da hinten aus sind wir hergekommen. Alter. Ey, ich kann das echt nicht glauben. So, komm, wir gucken uns jetzt einfach mal so eine Säule an. Ja, das ist jetzt meine Säule. Guck dir den kleinen Dude an. Geiler, kleiner, fetter Typ. Das ist wohl einer seiner Brüder. Seht ihr? Die Gesichter sind immer ein bisschen anders. Jedes Gesicht immer unterschiedlich. Sie gleichen sich extrem, aber es sind immer wieder unterschiedliche. Also auch hier dahinter, die Details hinter dieser kleinen Säule, an dieser kleinen Säule, hinter den Menschen oder hinter den Göttern. Alter, überall verziert. Es ist so krass mit den Details. Bro, ich bin völlig überfordert.
so echt, ey. Komplett. Das hier ist halt so schön. Genau, all diese Säulen, Digga, mit den Zwischenwänden da, die dann auch diese Verzierungen haben. So wie jetzt da und da, die da nicht. Aber, oh. Auch hier sieht wieder so von weitem aus, als wäre nicht groß detailreich. Dann zoomt man ein bisschen ran, und es wird mehr und mehr Details. So krass. Alter, einfach übelst geil. Ja, meine Freunde, das hier, das ist die Sanctuary of Truth. Wir haben es geschafft, wir sind hier und ich bin begeistert. Ich hoffe, ihr auch. Bro, das ist so geil. Also in der Schweiz gibt es nichts Vergleichbares, gar nichts. Und überall nette Leute. Aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo Schweiz, Deutschland, irgendwo hingehst, wo es halt mal was zu sehen gibt, alles nur für sich, alles sind für sich, alle wollen ihr Zeug machen und schnell durch und schnell Foto da, schnell Video da und dann ist gut. Hier nicht, jeder nimmt sich Zeit, jeder guckt auf den anderen. Alter, es haben jetzt schon so viele Leute geguckt, oh, der Typ macht Video, ich gehe aus dem Weg, damit der filmen kann. Bro, das müssen die nicht. Ich werde überhaupt nicht sauer, wenn mir jemand durchs Bild läuft. Alter, wir sind an einem Touristenort. Hier ist alles voll Touristen. Aber eben nicht nur Touristen. Es gibt auch Einheimische, es gibt halt die Mitarbeiter hier und alle, die Touristen, die Einheimischen, die Mitarbeiter, alle scheiß freundlich. Es ist wie eine verkehrte Welt, Alter. Alles wunderschön. Tempel den Göttern gewidmet mit einer Detailverliebtheit, dass man es sich nicht vorstellen kann. Alle Leute einfach gechillt drauf, alle sind hilfreich. Ich kann hier machen, was ich will, Alter. Bro, es ist so schön, Mann. Es ist einfach schön. Und da kommt wieder eine Gruppe durch. Ah, und da vorne ist der Lift. Guck mal. Und ein Balkon. Was? Ah, hier wird das Holz hochgezogen, dann hier reingebracht, deswegen auch all diese Striche am Boden, weil hier viel drüber gezogen wird, hier. Und dann kann das von hier drin dann an seine Bestimmungsposition gebracht werden. Und dann wird es da so angebracht. Aus, wenn die Herren und Damen hier am Konstruieren sind. Und genau, den Lift wollte ich noch. Ah. Okay. Ah, jetzt verstehe ich gerade. Brahma ist wohl das so da oben. Und hier, dass man auch mit dem Rollstuhl reinkommen könnte, ist hier ein kleiner Mini-Lift. Oh, und das riecht hier so geil nach Holz.
So nice. Verbranntes Holz, dann dieser typische Holzgeruch liegt in der Luft, Alter. Oh, das ist einfach nur geil. Komm, ich will mal da runter. Dann geht's von hier aus in die große Halle. Das ist auch geil, so wie sie die Decke gemacht haben, Mann. Völlig faszinierend, Alter. Ja. Gehirn zusammenreißen und ein bisschen loslaufen und weiterfilmen und ist echt nicht einfach hier. Digga. Ich bin völlig fasziniert. Einfach nur fasziniert und völlig sprachlos, Digga. Ich glaube, ist euch vielleicht auch schon aufgefallen. So. Hier, guck mal, so werden die Dinge auch teilweise zusammengehalten. Und wird ultra improvisiert, dass dieser Tempel hält. Ist einfach nur krass. Also echt. Nicht normal. Guckt euch das an. Das sieht auch so geil aus wie irgendwie eine Szene aus einem Ultra Naruto, Digga. Da unten hat jemand den Gong gehauen. Weiß nicht, ob man das darf, aber sagt auch wieder niemand was. Also scheinbar. Das meine ich. Du darfst hier machen, was du willst. Ist scheißegal. Guck dir das an. Da sieht man auch, wo die Festung geendet hat. Ich bin schon 45 Minuten am Aufnehmen. Guck dir den Ausblick an. Das ist unglaublich. Ja, die haben jetzt da genug Fotos gemacht, jetzt bin ich dran. Alter. Hier, bin auf einem Balkon. Kleiner süßer Balkon. Unglaublich hier, Mann. Und dieser Ausblick, Alter. Einfach geil. Ja, hier darf man sich nicht hinschädeln. Hätte ich jetzt tatsächlich eigentlich ziemlich gern gemacht. Einfach ein bisschen hingehockt. Bisschen den Ausblick genossen. Ah, geil. So. Von der Faszination habe ich jetzt aber auch ein bisschen Hunger gekriegt. So. Da drüben gibt es auch was zu essen und zu trinken. Ich glaube, ich würde an dieser Stelle... Okay, Moment. So. Ich glaube, ich würde an dieser Stelle aber auch mal sagen, fürs Video war es das eigentlich meinerseits. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick liefern in all diese kleinen Details,
Warte. Wir nehmen das hier als Hintergrund. So. Gut. Okay. Ich hoffe, ich konnte euch einen geilen Einblick liefern in die Sanctuary of Truth. Und würde damit sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich gehe jetzt noch was Kleines essen. Mache noch ein paar Fotos für mich. Und wir hören uns beim nächsten Video. Peace!